Guten Morgen miteinander. Herzlich begrüßen wird ich auch GFC Bassersdorf und Zürich Oberland, die jetzt auch zugeschaltet sind. Ja, ihr habt schon einige Mal gehört, wir wollen eine Stadt sein, die leuchtet, eine Stadt auf dem Berg. Und ihr werdet es auch noch einige Mal hören. Wir wollen eine Stadt sein oder eine Kirche, die eben Leute anzieht und wo alle Menschen Platz finden tun. Die Predigt von heute heisst: Unsere Kirche, eine interkulturelle Stadt. Unsere Kirche, eine interkulturelle Stadt. Wenn wir so durch die Märtgasse laufen oder durch unsere Aussenquartiere oder durch die Dörfer, wo wir herkommen, oder wenn wir einen Blick in die Schulhäuser von unseren Kindern werfen, dann merken wir, unsere Gesellschaft ist sehr, sehr interkulturell geworden. Die Veränderung der Gesellschaft ist rasant gegangen. Aber als Kirche haben wir nicht ganz mitheben in diesem Tempo. Aber es ist das, was wir uns wünschen. Nämlich, dass unsere Kirche auch immer mehr eine Kirche wird, die diesen Gesellschaftsmix, der hier lebt, auch repräsentieren tut. Ich bin überzeugt, wir alle haben in unserem Alltag Kontakt zu ausländischen Menschen. Sei es im Job, sei es in der Nachbarschaft oder eben via Eltern von unseren Kindern in der Schule. Alle von uns haben das. Und vielleicht fühlen wir uns manchmal auch ein bisschen überfordert, wie wir mit diesen Menschen ins Gespräch kommen können. Weil sie sind aus anderen Kulturen, haben vielleicht Angst, dass wir Fehler machen. Oder wir überlegen uns nicht einmal, dass sie schätzen würden, dass sie von uns angesprochen würden. Und heute haben wir einen Mann unter uns, der uns diesbezüglich motivieren wird. Und er hat einen enormen Erfahrungsschatz. Man heisst ganz herzlich Yassir Erik willkommen. Yassir, darf dich bitten. Ich habe den Yassir schon zweimal hören und schon das erste Mal, als ich ihn gehört habe, habe ich gewusst, irgendwann würde ich dich gerne mal in der Parkarena begrüßen, weil es hat mich damals so ermutigt und motiviert und es ist wirklich eine Freude und eine Ehre, dass jetzt der Yassir da ist. Gestern war er noch in Biel an einer Konferenz und hat gesagt, dass er heute Morgen um 1:30 in Winterthur eingetroffen. Er leitet das EIMI. Jetzt muss ich selber spicken, was das heisst. Das ist nämlich das Institut für Migration, Integration und Islamthemen. Und er hat Theologie studiert in Heidelberg und lebt in Deutschland. Yassir, du wirst uns jetzt mitnehmen mit deinen Erfahrungen. Wir sind sehr gespannt. Eigentlich müsste ich die Sprache gar nicht wechseln, den er versteht, habe ich gemerkt, auch Schweizerdeutsch. Selbst Simon hat er verstanden. Also das geht, aber ich habe jetzt trotzdem gewechselt. Also danke vielmals, Yassir. Ja, danke. Ja, vielen Dank für die Einladung und ich bin sehr, sehr gerne heute Morgen hier gekommen und ich komme immer sehr, sehr gerne in die Schweiz. Ich will einfach meine Predigt heute mit einer Anekdote anfangen und das hat damit zu tun, als ich ganz neu nach Deutschland gekommen bin, vor vielen Jahren. Einmal bin ich mit dem Zug von Stuttgart nach Frankfurt gefahren und im Zug saß ich gegenüber einer älteren Dame. Damals sprach ich kaum Deutsch. Ich habe nicht gewusst, wie die deutsche Kultur und Sprache funktioniert. Und ich saß gegenüber dieser Dame, sie guckt mich an und sie wusste nicht, was sie mit mir anfangen könnte. Sie guckt weg. Ein paar Minuten später, sie guckt mich an. Ich habe dieselbe Idee. Ich wusste gar nicht, was ich mit ihr anfangen sollte. Ich guckte weg. So, sie guckt mich an, ich gucke weg. Ich gucke sie an, sie guckt weg. Und das ging hin und her 20 Minuten lang und nach 20 Minuten lang hat diese ältere Dame ihren Mut zusammengefasst und sie guckte mich tief in meinen Augen an und sagte zu mir, Sie sind aber nicht von hier, gell? Ich habe sie selbstverständlich nicht gefragt, woher sie das feststellen könnte. Und innerhalb einer Minute oder eigentlich weniger als eine Minute musste ich mich innerlich entscheiden, wie soll ich jetzt reagieren? Beleidigt zu sein, nach Hause zu gehen und ich habe schon eine Geschichte zu erzählen, wie unfreundlich Menschen sein können. Ich könnte auch die Geschichte erzählen, negativ und zu sagen, in dieser Gesellschaft würde ich nie ankommen können und dann ich verschließe mich innerlich, äußerlich und ich sage, ich will mit dieser Gesellschaft gar nichts zu tun.
Das wäre sicherlich ein Weg. Aber was habe ich davon, wenn ich bewusst entscheide, an dieser Gesellschaft parallel zu leben? Oder ich öffne mich und ich rede mit dieser Frau und ich komme im Gespräch. Letztendlich, woher soll sie wissen, wo ich komme, wenn wir nicht im Gespräch kommen? Und bis heute bin ich Gott vom Herzen dankbar, dass diese Frau mich angesprochen hat. Und sie hat nicht nur Gedanken über mich gemacht, sondern sie hat sich artikuliert und sie hat eine Frage gestellt. Und diese Begegnung hat etwas mit mir gemacht. Es gibt viele Menschen, die von meinem Kulturkreis nach Deutschland, in die Schweiz, nach Europa kommen und man entscheidet innerlich parallel an dieser Gesellschaft zu leben. Ich bin gegenüber solchen Gruppen sehr, sehr, sehr kritisch. Wir kommen nach Europa, wir kommen nach Deutschland, wir kommen in die Schweiz und wir kommen freiwillig. Und deswegen sehe ich, dass wir auch als Migranten auch in der Pflicht, den ersten Schritt zu tun, aber auch diese Gesellschaft muss auch einen Schritt zu uns tun und das ist keine Einbahnstraße. Und nur in die Begegnung verschwinden die Ängste und nur in die Begegnung können wir uns verstehen als Menschen. Diese Frau erzählte mir ihre Geschichte. Sie war von Kriegsgeneration und sie hat mir ihre Geschichte erzählt vom Krieg und Elend und Vertreibung. Sie hat mir eine Geschichte von Deutschland erzählt, die ich nicht kannte, dass dieses Land eines Tages war in Trümmern und war im Krieg und alles war zerstört. Und diese Geschichte kam mir sehr, sehr, sehr vertraut vor. Warum? Weil ich auch von einem Land komme, wo Krieg und Elend jahrelang herrschte. Und ich habe ihr auch meine Geschichte erzählt. Und plötzlich sind wir nur zwei Menschen, die dort sitzen. Und sie begegnen sich auf Augenhöhe. Das macht den Unterschied. Nicht übereinander reden, sondern miteinander reden. Nicht nur Gedanken über jemanden machen, sondern miteinander reden. Ich weiß, uns Migranten zu begegnen, es ist nicht so einfach. Oft fehlt uns die Sprache, oft fehlt uns auch die Kultur. Und ja, manchmal riechen wir nach Knoblauch und Fisch. Ja? Aber trotzdem kann man uns begegnen. Wir sind nur Menschen. Und Menschen, die auf der Suche sind. Wir kommen nach Europa, wir kommen in die Schweiz, weil wir irgendetwas suchen. Und viele von uns suchen Sicherheit oder eine gute Arbeitsstelle. Aber Gott sucht uns. Ich habe meine Geschichte dieser Frau erzählt. Und sie erzählte mir ihre Geschichte. Und seit dieser Begegnung, ich schrieb diese Frau mir zu jeder Weihnachten eine Karte. Wir sind uns nie wieder begegnet. Aber zu jeder Weihnachten habe ich mich gefreut, eine Karte von ihr zu bekommen. Vor ein paar Jahren habe ich einen Anruf bekommen von ihrem Sohn, den ich auch nicht kannte. Und erzählte mir, dass seine Mutter ist gestorben. Aber bevor sie starb, sie hat ihre Gottesdienst zusammengestellt, welche Lieder, welche Lesungen, wer soll dabei sein. Und dort hat sie meinen Namen und meine Telefonnummer geschrieben. Und sie hat ihre Familie gebeten, mich einladen, die Predigt bei der Beerdigung zu halten. In meiner Kultur, wenn der Tod kommt, alles bleibt stehen. Ich habe meine Termine abgesagt. Ich bin zu dieser Beerdigung gegangen, wo ich niemanden kannte. Und alles, was ich von dieser Frau wusste, ist, was sie mir in dieser Postkarten verraten hat. Darum habe ich meine Bibel nicht mitgenommen, weil ich nicht predigen wollte. Ich habe nur diese Postkarten genommen. Und eine von diesen Postkarten schrieb sie mir, denn Jesus, der mich im Sudan begegnet ist, von dem ich ihr erzählte, ist ihr auch begegnet und hat ihr Leben verändert.
Und diese Geschichte habe ich bei der Beerdigung erzählt. Jesus macht den Unterschied. Ich bin heute Morgen hier nicht, weil ich irgendetwas besser weiß als du oder als ihr, sondern ich bin heute Morgen hier, weil Jesus mein Leben verändert hat. Das ist der einzige Grund, dass ich hier morgen in Winterthur sein darf. Und das ist, was uns verbindet. Jesus und Jesus alleine. Ich sehe ein bisschen anders als viele von euch, aber wir gehören zu derselben Familie und wir haben denselben Vater, der uns unheimlich liebt und will uns nicht nur begegnen, sondern er möchte es uns ermöglichen, anderen Menschen zu begegnen, weil Jesus Christus diese Welt geliebt hat. Ich bin im Sudan geboren, aufgewachsen, in einer sehr, sehr extremistischen islamischen Familie. Ich war noch nie in einer Gemeinde, ich habe noch nie eine Bibel in meinem Leben gesehen. Ich wuchs mit Hass gegenüber Christen, gegenüber Juden, gegenüber Menschen, die ich nicht kannte. Und doch ist Jesus Christus mich begegnet und hat mein Leben verändert. Durch jemanden, der zu mir kam und er sagte zu mir, du musst nicht vor Gott sterben. Du musst nicht Gott suchen, sondern Gott hat dich gesucht und Gott ist für dich gestorben und sagte zu mir, Gott liebt dich. Warum? Nicht, weil ich fromm bin und nicht, weil ich gut bin und nicht, weil ich religiös bin, sondern weil Gott Liebe ist. Und weil dieser Mensch zu mir kam, in Khartoum, in mein Elend und weil er mit mir über Jesus Christus geredet hat, deswegen bin ich heute Morgen hier bei euch. Und ich bin vom Herzen dankbar, dass dieser Mensch zu mir kam. Er wusste, wie fanatisch ich war, er wusste, wie fanatisch meine Familie war, er wusste, wie gefährlich das ist und dennoch kam er zu mir und hat mit mir über Jesus Christus geredet. Und glaubt mir bitte, wenn dieser Mensch in Khartoum diesen Schritt riskiert hat und kam zu mir und hat mit mir über Jesus Christus geredet, du kannst es mit Sicherheit auch hier in Winterthur tun. Die Menschen, die mit uns und neben uns und mitten unter uns leben, wir sollen sie begegnen in der Liebe Jesu Christi. Als ich zum Glauben gekommen bin, oder besser gesagt, als Jesus Christus mein Leben verändert hat und dass er mich begegnet ist, mein Vater sagte zu mir, du bist nicht mehr mein Sohn und ich musste mein Zuhause verlassen. Und es war für mich sehr schwierig, ohne Familie, ohne Freunde leben zu müssen. Wo habe ich meinen Halt gefunden? Was gab mir Hoffnung damals? Und was trägt mich heute auch? 3 Sachen. Erstens, als ich das erste Mal das Vaterunser beten durfte. Dort begegnete ich einem Gott, der nicht weit weg von mir ist, sondern der sagte, du bist mein Kind. Und das Vaterunser beten wir nicht mein Vater oder dein Vater oder irgendein Vater, sondern wir sagen Vater unser. Ich habe meine Familie verloren, aber ich gehöre zu einer noch größeren Familie. Die Familie Gottes, Jesus. Was mir Halt gegeben hat, Menschen, die mich begleitet haben. Menschen, die ihre Zuhause geöffnet haben und sie luden mich zu ihnen ein. Oft, wenn ich mit Muslimen in Deutschland rede, viele Muslime sagen sie zu mir, wir leben seit 20, 30, vielen Jahren in Deutschland und wir wissen immer noch nicht, wie die deutschen Häuser von ihnen aussehen. Das ist eine Schande. Aber die Menschen, die mir zu sich nach Hause eingeladen haben, und mir beigebracht haben, was bedeutet, Christ zu sein. Ich habe meinen Halt gefunden, als ich kurz den Sudan verlassen musste. Ich ging zum Friedhof
wo meine Familie mich symbolisch begraben hat und ich stand von meinem Grab und ich konnte die Welt nicht verstehen und ich war innerlich betrübt. Und in dieser dunklen Nacht spürte ich eine Hand, die über mich gekommen ist und nicht nur das, sondern ich habe eine Stimme gehört und diese Stimme sagte zu mir, du bist traurig, weil du denkst, dass deine Familie dich begraben hat. Du weißt genau, das Grab, von dem du stehst, ist leer. Und weißt du was? Mein Grab ist auch leer. Und ich wusste, dass diese Worte nur von Jesus Christus kommen können. Und weil das Grab Jesu Christi leer ist, können wir nicht nur Hoffnung haben, sondern wir können auch Menschen begegnen. Und unsere Ängste sollen auch verschwinden, weil Jesus Christus den Tod besiegt hat. Von was haben wir Angst? Deswegen sollen wir Menschen begegnen. Deswegen sollen wir Menschen zu uns einladen, in unsere Gemeinden. Oder besser gesagt, das ist nicht unsere Gemeinde, ist eigentlich die Gemeinde Jesu Christi. Und in der Gemeinde Jesu Christi gibt es Platz für auch jemanden wie ich. Gibt es Platz für Mohammed und Ahmed und Khadija und Umar, für Menschen, die ihre Namen unsprechbar sind. Die Gemeinde Jesu Christi, das ist nicht deine Gemeinde, es ist nicht meine Gemeinde. Das ist die Gemeinde Jesus. Und wenn wir daran glauben und wenn wir wirklich daran festhalten, dann wird unsere Gemeinde sich ein bisschen verändern. Und wir würden auch ein bisschen mehr Farbe bekommen. Weil Jesus Christus die Nationen in sein Herz hat. Ich möchte einfach ein paar Gedanken über einen Bibelvers von Apostelgeschichte 17. Dort Paulus war auch in Athen und ging einfach in die Stadt. Und dort steht in Apostelgeschichte 17, 16 steht, als er in die Stadt gelaufen ist, einfach sein Geist, der Geist in ihm wurde erregt. Er war betroffen innerlich. Er hat die Sachen beobachtet. Er hat die Menschen gesehen, die gottlos sind, die Menschen, die nicht Jesus Christus kennen, die Menschen, die außerhalb der Gemeinde sind. Und er war innerlich betrübt. Bewegt es uns, wenn wir in der Stadt hier laufen? Wenn wir die Migranten hier sehen, wenn wir die Menschen, die nicht von eurer Kultur, wenn die Menschen, die nicht Schweizer sind, die auf der Straße hier laufen, bewegt das uns? Oder sind wir für euch nur Ausländer? Nur Menschen, die von anderer Kultur sind? Menschen, die manchmal erzeugen wir Ängste? Und glaub mir, wir beißen nicht. Sie können Grüß Gott und du kannst ein Grüß Gott sagen, du kannst Hallo sagen und letztendlich eigentlich dieses Land gehört euch. Wir sind hier Gäste und ihr solltet uns begegnen. Und unsere Situation soll euch nicht egal sein. Ich hoffe, wenn wir in der Stadt hier laufen und wenn wir Döner Kebab essen, das soll uns innerlich bewegen. Übrigens, Gott hat uns hier gebracht, nicht nur um Döner Kebab zu verkaufen. Er möchte uns begegnen. Und er kann uns nur begegnen, wenn seine Kinder zu uns kommen. Und er kann uns nur begegnen, wenn wir unsere Kirche, unser Zuhause, unser Wohnzimmer öffnen und laden wir Leute ein. Von was haben wir Angst? Wir sind letztendlich Gäste bei euch hier und Fremde. Und übrigens, biblisch gesehen, wir sind alle Gäste. Wir sind alle Fremde. Ich bin hier ein Winterthur, ein Ausländer und fremd im doppelten Sinne, weil ich aus dem Sudan komme, aber ich bin auch fremd, weil ich nicht zu dieser Erde gehöre. Mein Heimat ist Himmel und du bist vielleicht zu Hause. Aber dieses Zuhause ist nur vorübergehend. Das kann schön sein, das kann perfekt sein, aber das ist nur vorübergehend. Wir sind alle Fremde hier auf dieser Erde. Und wenn das uns klar ist, glaub mir, dann würden wir die Menschen
begegnen können, einladen können. Macht das irgendetwas mit uns aus? Die Menschen, die unter uns hier leben? Paulus ging in die Stadt und der Geist in ihm war erregt. Und dann sagte er im selben Kapitel in Apostelgeschichte 17, 26, er sagte dort ein sehr, sehr entscheidendes Wort. Er sagte er, und hier meinte er Gott, meinte er Jesus. Er sagte, er hat aus einem einzigen Menschen die ganze Menschheit gemacht. Von Adam, von Eva. Im Grunde genommen, wir haben alle dieselbe Familienname. Von einem Mensch kommen wir alle zusammen. Und Gott hat Adam in sein Ebenbild geschaffen. Was uns Würde verleiht, nicht weil wir Ausländer sind und nicht weil du Schweizer bist. Was uns Würde verleiht, dass wir ein Ebenbild Gottes sind. Gott hat Ja zu dir gesagt und hat Ja zu mir gesagt. Und die Menschen, die wir auf der Straße begegnen, auch wenn sie unsere Sprache nicht sprechen können, tragen auch diese Würde. Und deswegen dürfen wir Menschen nicht missachten. Man kann zu mir sagen, nee, ich missachte niemand. Doch. Wenn wir verweigern, uns gegenseitig wahrzunehmen, anzusprechen, wenn wir verweigern, die Leute zu uns einzuladen, wenn wir verweigern, einfach die Menschen auf Augenhöhe zu sehen und wenn wir unsere Türen und unsere Herzen verschließen. Warum hat Gott die Menschheit gemacht? Er sagte, damit sie die Erde bewohnt. Das ist sein Wille. Und um das zu machen, hat Gott zwei Sachen gemacht, sagte Paulus hier. Er hat im Voraus zwei Sachen gemacht. Für jedes Volk die Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnens, wo sie wohnen, festgelegt. Wir kommen nach Europa und die Schweiz nicht nur, weil wir Sicherheit suchen, das stimmt auch. Und nicht, weil wir Kriege in unseren Heimatländern haben, das stimmt auch. Aber wir sind hier, weil das auch die Wille Gottes ist. Er hat die Grenzen, die Zeiten zuerst festgelegt. Und ich möchte euch heute als Gemeinde fragen, in welcher Zeit lebt ihr als Gemeinde? In welcher Zeit leben wir? Und was möchte Gott von uns haben? Die Zeiten in der Bibel haben eine Bedeutung. Und vielleicht ist es die Zeit für eure Gemeinde, dass man sagt, wir wollen nicht nur diese Ausländerarbeit und interkulturelle Arbeit nur für ein paar Leute lassen. Ich habe die Erfahrung in vielen Gemeinden, es gibt die mit Migranten arbeiten und der Rest von der Gemeinde sehen diese Menschen, sie sind abenteuerlich und die sind Hobby. Ja? Es gibt Leute, die Golf spielen und andere Fußball spielen und es gibt unter uns die Migranten begegnen. Das soll keine Hobby-Sache sein, sondern das soll einfach unser Anliegen als Gemeinde zu sagen, wir leben in dieser besonderen Zeit, dass Gott die Menschen zu uns hier gebracht hat. Wisst ihr, warum Gott uns in die Schweiz gebracht hat? Warum sind viele von uns hier in Winterthur? Wisst ihr warum? Weil Gott schon aufgegeben hat, viele von euch zu bewegen, in die Mission zu gehen. Und Gott hat Humor, sagt, chill, bleib zu Hause. Ich bringe diese Leute hierher. Übrigens, wir kommen zu euch, wir zahlen unsere eigenen Ticket und viele von uns kommen in eine sehr abenteuerliche Reise. Viele von uns sterben übrigens im Mittelmeer und die wenigen kommen nach Winterthur.
und wir lernen ein bisschen Deutsch, damit ihr uns mit dem Evangelium begegnen könnt. Was muss Gott mehr tun für euch? Was soll er tun? Was brauchen wir mehr als das? Du musst nirgendwohin fliegen, du musst keine fremde Sprache lernen, du musst keine fremde Kultur lernen. Wir sind an der Haustür. Wir sind da. Ich hoffe und ich bete, dass Gott euch als Gemeinde bewegt. Nicht nur der Pastor, nicht nur die interkulturelle Arbeit hier machen, nicht nur die nach Krontal kommen und dort einen Kurs bei uns besuchen. Nein, sondern als Gemeinde. Und ich glaube, jeder von euch kann etwas machen. Wir können beten. Wir können uns freiwillig, diese Migranten, die hier sind, die Sprache beibringen, ordentliche Sprache beibringen. Ich weiß nicht bei euch hier, aber in Deutschland, wenn die Deutschen mit uns reden, man macht grundsätzlich zwei Sachen. Erstens, wenn die Deutschen mit uns anfangen, Ausländer zu reden, sie fangen an, plötzlich schlechtes Deutsch zu reden. Du kommen hier gehen. Ja? Wenn ihr möchtet, dass wir hier wirklich ordentlich ankommen, redet mit uns normal und wir verstehen das. Und die zweite Sache, was die Deutschen mit uns machen, wenn sie anfangen, uns anzusprechen, man spricht uns in der Regel sehr laut an. Ich weiß nicht warum. Ich war neulich im Supermarkt und eine Frau hat mich sehr laut angesprochen. Ich habe sie gesagt, ich bin Migrant, ich bin Ausländer, aber ich bin nicht taub. Sie können mit mir normal reden. Ja, so egal, laut, leise, red mit uns. Ja. Mach irgendetwas. Und ich hoffe, dass Gott ein paar von euch, und nicht nur ein paar, sondern die gesamte Gemeinde beruft und sagt, hey, wir wollen, dass unsere Gemeinde ein anderes Gesicht hat. Wisst ihr warum? Weil Jesus das möchte. Weil Jesus das möchte. Und weil Jesus so seine Gemeinde zusammenstellen möchte. Die Zeiten. Und die zweite Sache, die Gott hat gemacht und hat die Grenzen ihrer Wohnens festgelegt. Dass wir hier in Winterthur leben, ein paar Migranten, ist nicht nur, weil man uns eine Einladung geschickt hat oder irgendetwas, sondern weil Gott das festgelegt hat. Nicht du, nicht ich und übrigens auch nicht die Schweizer Regierung. Sondern Gott hat das festgelegt. Und übrigens, wir sind Migranten, wir sind da. Wir sind hier in Winterthur. Ob du das magst oder nicht, wir sind da. Ja? Man kann sagen, okay, sie regen uns auf. Man kann sagen, ja, wann kehren sie zurück? Wir kehren nicht zurück. Wir sind da. Und das ist eine Realität. Wie gehen wir damit um als Gemeinde? Wir gehen mit dieser Realität um. Zwei Reaktionen. Es gibt Reaktionen, die ablehnen und sagen, ja, sie müssen weggehen und so weiter und so fort. Ja? Wir wollen sie nicht mehr hier haben und das wird auch die Situation nicht verändern. Egal welche Partei du wählst, egal welche politische Richtung du hast, wenn Gott sagt, diese Menschen bleiben hier, dann bleiben sie hier. Und dann als Gemeinde müssen wir uns die Frage stellen, was sollen wir tun in dieser ganzen Sache? Und dann sagte Paulus, und er wollte, dass die Menschen den Herrn suchen sollten, ob sie ihn auch wohl spüren und finden möchten, denn keinem von uns ist er fern. Das ist die große Liebe Gottes, dass er Menschen sucht. Er hat mich gesucht und er sucht jeder von euch und jeder Migrant hier in Winterthur. Ich habe vorher erzählt, meine Geschichte, die voll mit Hass. Ich habe einen Südsudanesen gehasst im Sudan. Und eines Tages kam ein Christ, der bei uns in die Schule war. Und dieser Christ hieß Zachariah. Ich habe ihn gehasst, weil er Christ war.
und weil er Sudanese war. Und eines Tages habe ich zu meiner Familie, zu meinen Freunden gesagt, wir sollen diesen Zachariah umbringen, weil er Christ, weil er ungläubig ist. Und wir haben ihn in einer Nacht attackiert. Und wir haben ihn geschlagen. Er hat geschrien. Und ich höre seinen Schrei bis heute. Und wir waren sehr, sehr grausam mit ihm. Und seine Schrei ist weniger und weniger und weniger geworden, bis er nicht mehr atmen und schreien könnte. Und wir ließen ihn unter diesem Baum. Und ich habe diesen Zachariah nie wieder gesehen. Bis eines Tages war ich im Krankenhaus. Der Sohn meines Onkels war todkrank. Und die Ärzte gaben ihm 0 Chance zu leben. Und eines Tages, während ich neben ihm saß, kamen 2 Christen, die ich auch nicht gemocht habe, die ich auch gehasst habe, koptischen Christen. Und dann kamen sie und sie sagen zu mir, sie haben gehört, dass dieses Kind krank ist und sie kamen und sie wollen für das Kind beten. Ich war so ignorant, ich wusste nicht, dass Christen beten und ich wusste auch nicht, dass Christen an Gott glauben. Und nur aus Höflichkeit, ich habe zu ihnen gesagt, ja, sie können beten und danach möchte ich sie nicht mehr sehen. Dieses Kind war in Koma, 4 Wochen lang und diese 2 Christen standen neben dem Bett von diesem Kind und sie fingen an, im Namen Jesu Christi zu beten. Ein Gebet, was mich innerlich bewegt hat, vor 2 Gründen. Erstens, diese Menschen haben mit Sicherheit und Gewissheit gebetet und sagen, Gott, bitte heile dieses Kind. Und zweitens, sie haben mit Liebe gebetet. Und ich habe gedacht, wer sind diese Menschen, die so an Gott glauben, die so eine tiefe Liebe haben? Und als sie Amen gesagt haben, öffnete dieses Kind seine Augen zum ersten Mal in 4 Wochen und Leben kam in ihm wieder. Und an diesem Moment öffnete Jesus meine Augen, dass ich ihn sehen kann. Und ich bin dankbar für diese Begegnung. Und einer von diesen 2 Christen ist mit mir geblieben und hat mit mir über Jesus, über Gott, über die Liebe Gottes zu mir gesprochen. Und da habe ich mein Leben Jesu Christi anvertraut, weil jemand zu mir gekommen ist. Und ich frage mich oft, wo wäre ich heute, wenn dieser Mensch nicht mit mir über Jesus Christus geredet hätte? Vielleicht wäre ich ein Terrorist in Afghanistan oder Pakistan oder in Syrien oder irgendwo. Aber ich bin vom Herzen dankbar, dass dieser Mensch mit mir über Jesus Christus geredet. Gott möchte diese Menschen ihnen begegnen können, genauso wie ich, wie jeder von uns. Ein paar Jahre später war ich in Ägypten und dort begegnete ich einem sudanesischen Pastor, der zu mir kam und hat mit mir geredet und hat mich gefragt, ob ich mich an ihn erinnere. Ich habe ihm gesagt, nein, ich kann mich nicht an dich erinnern, weil ich dich noch nie gesehen habe. Und dieser sudanesische Pastor, seine Augen waren voller Tränen. Er guckte mich an und sagte zu mir, ich bin Zachariah. Dieser Klassenkamerad begegnete ich ihm seit vielen Jahren wieder. Und er hat zu mir gesagt, Yasser, weil du mich so gehasst hast, ich habe immer für dich gebetet. Ich habe ihn gehasst, er hat für mich gebetet, ich habe ihn verfolgt, er hat für mich gebetet und weil er für mich gebetet hat, heute bin ich hier. Hass mit Hass zu begegnen, das ist menschlich, das ist nicht schwierig, aber Hass mit Liebe zu begegnen, dafür brauchen wir jemanden, der Jesus Christus heißt. Und zum Schluss möchte ich euch ein Bild zeigen. Dieses Bild zeigt das letzte Abendmahl, was wir kennen von Da Vinci, wo einfach die Leute, die um Jesus sind,
Alle sehen so, genauso wie jeder von uns hier. Und jemand hat das gleiche Bild gemalt, aber ein bisschen anders, mit anderen Gesichtern. Und wenn wir diese Gesichter sehen, vielleicht das Bild, das sieht nicht so wie das Bild von Da Vinci, nicht wahr? Und das ist das Bild von der Gemeinde Jesu Christi. Und wenn wir einfach diesen Leute um Jesus Christus sehen, sie kommen von verschiedenen Nationen, ja, ein Indianer, ein Berber aus Nordafrika, ein Maasai aus Kenia, aus China, Ecuador, Äthiopien, Mexiko. Und dann auf der anderen Seite Leute aus Papua-Neuguinea und die versammelt mit Jesus Christus. Und was mich fasziniert hat, das andere Bild, der neben Jesus ist, jemand, der sitzt und er sieht genauso wie ein arabischer Mensch aus. Und als ich das Bild zum ersten Mal gesehen habe, dieses Bild von diesem Mann, er sieht genau wie mein Vater. Ein Moslem neben Jesu Christi, ja. Mein Vater neben Jesu Christi, ja. Die Migranten, die in der Stadt hier neben Jesu Christi, ja. Der Dönerverkäufer Mensch neben Jesu Christi, ja. Der Hassan und der Ahmad und der Muhammad und der Khadija und der Abdallah, ja. Weil Jesus diese Nationen in seinem Herzen hat. Da Vinci hat sein Bild das letzte Abendmahl genannt und Gerd Moore nannte dieses Bild das kommende Abendmahl. Das kommende Abendmahl im Himmel. Das kommende Abendmahl, wo dort steht, aus allen Stämmen, Sprachen und Völker und Nationen und Nationen und Nationen. Bitte habt keine Angst von uns und bitte habt keine Angst und denkt nicht, wenn wir in eure Gemeinde kommen, das wird euch verändern und wir versetzen euch in Gefahr. Nein. Und im Gemeinde Jesu Christi gibt es Platz für jeder Mensch. Von allen Stämmen, Sprachen, Völker, Nationen. Und diese Menschen sind hier in der Stadt, sind hier. Und übrigens, wir kennen sie. Und wir sehen sie tagtäglich. Was machen wir damit? Hassen wir diese Menschen? Schreiben wir diese Menschen innerlich unserem Herzen ab? Was machen wir damit? Aus allen Stämmen und Sprachen und Völker und Nationen. Die Gemeinde Jesu Christi sieht so aus, dieses Bild von den zwei Freunden von mir aus Saudi-Arabien, die zum Glauben gekommen sind. Er kommt von einem sunnitischen Hintergrund und er kommt von einem schiitischen Hintergrund. Und sie sind vereint in Jesu Christi. Und als ich sie zum ersten Mal getroffen habe, ich sagte zu Khalid, du bist Sunnit und der andere ist Schiit. Und die kamen zusammen zum Glauben. Ich habe zu ihnen gesagt, Jesus hat von euch, von beiden, ein Sushi gemacht, diese Mischung. Das ist die Gemeinde Jesu Christi. Von allen Völkern, von allen Nationen, weil so viele Muslime heute kommen zum Glauben heute wie noch nie in der Vergangenheit. Und zum Schluss möchte ich euch ein Video zeigen, 2 Minuten, dann bin ich zu Ende. Eine Taufe in einem Tag von 199 Muslimen aus dem Iran, aus dem Irak, aus Syrien. Und diese Taufe war in der Türkei, aber es gab auch viele Taufen, auch hier in Deutschland. Und ich hoffe, wenn wir diese Bilder sehen und diese Menschen sehen, dass Gott auch zu uns spricht. Das ist auch eine Realität. Und das Bild, was ich vor eurer Gemeinde sehe, eine Gemeinde, wo von allen Nationen und Völkern große Taufen,
große Erweckung, dass Gott eine Straße baut, eine Brücke baut zwischen Schweizer und Nicht-Schweizer, zwischen Einheimischen, Einwanderer. Ich wünsche mir und ich wünsche euch als Gemeinde ein neues Gesicht. Und dieses Gesicht soll das Gesicht Jesu Christi reflektieren. Die Geschichte von dieser Abendmahlgeschichte von Gerd Mohr, er erzählt, als er angefangen hat, dieses Bild zu malen, fing er nicht mit Jesus, weil er wusste nicht, wie er das Gesicht Jesu malen kann. Und er sagte jedes Mal, wenn ein Gesicht von diesen Leuten neben Jesus fertig war, kam er, wo das Gesicht Jesu Christi sein sollte und hat nur einen Punkt gemacht. Und als das Bild fertig war, das Gesicht Jesu Christi war auch fertig. In ihm sollen alle Menschen reflektiert. Und das ist für Jesus Christus ist nicht unmöglich. Glauben wir daran? Ich hoffe und ich bete dafür. Danke vielmals, Jassi. Ich bin sehr berührt von dieser Predigt. Vielleicht kannst du das Bild vom Abendmahl noch mal schnell zeigen. Jassi, du hast uns gesagt, die Gemeinde hier, das ist nicht unsere Gemeinde. Das hat mich sehr angesprochen. Das nehme ich für mich persönlich mit. Sondern es ist die Gemeinde von Christus. Und sind wir uns doch das bewusst. Und auch nachher, wenn wir in die Worship-Zeit gehen, vielleicht kommt dir so eine Person in den Sinn, die du schon lange kennst. Und vielleicht fassest du den Mut, diese Person anzusprechen, wie diese deutsche Frau im Zug damals mit Yassir, die sich überwunden hat, jemand anzusprechen. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, Yassir, dass du heute da bist, und ich möchte dich bitten, dass du uns als Gemeinde segnest. Dieses Gesicht, das du gesagt hast, dass sich das verändern darf. Amen. Herr Jesus Christus, ich komme zu dir und wir danken dir und ich danke dir für deine Gemeinde und auch für diese Gemeinde. Und Herr Jesus, das Bild, was ich für diese Gemeinde sehe, dass so viele Menschen hierher kommen werden, von Westen, von Osten, Menschen, die wir noch nie gedacht haben, dass sie zu uns hier kommen werden. Und auch auf dieser Bühne, dass Menschen hier Zeugnis ablegen werden. Menschen werden getauft. Und dass wir dein Gesicht auch in diese Gemeinde reflektieren können. Herr, ich bitte dich um Vergebung, auch als wir nicht mit den Menschen geredet haben und nicht, dass wir die Sachen getan haben, was du uns gefragt hast. Und wir danken dir, Herr, dass du von einem Blut hast du uns allen geschaffen. Ich segne diese Gemeinde, Herr Jesus Christus, in deinem Namen. Und ich segne sie, Herr, wie du dein Volk Israel gesegnet hast. Baruch atah Adonai Eloheinu Melech Haolam, BeHashem Yeshua HaMashiach, von nun bis zur Ewigkeit. Amen.